2024 war für mich ein ultra turbulentes Jahr, voller Emotionen, mit Höhen, aber auch Tiefen. Und mit diesem Video möchte ich euch mein Jahr ein bisschen näher bringen. Es hat echt super gestartet. Ich habe das erste Mal ein richtiges Musical besucht. Ich habe in Podiumsdiskussionen teilnehmen und Fragen zu einem Influencer-Job beantworten. Es hat einen Zeitungsartikel in 20 Minuten gegeben, darüber, dass ich ChatGPT als Therapeut brauche. Ich habe sogar den Peter Reber an dem Event getroffen und ich bin in Berlin wieder an ein Musical eingeladen worden und habe jetzt so coole Menschen kennengelernt. Dann hat der Flomi wieder stattgefunden. Ich konnte so viele von euch treffen. Ihr habt irgendwie innerhalb von 2 Stunden gefühlt alles leer gekauft. Ich habe so coole Gespräche mit euch geführt. Ein paar sind sogar von Bern, Chur oder sonst irgendwo hergereist und die einen haben sogar ultraherzige Briefe und Geschenke gemacht. Das hat der Flomi sogar 2-mal stattgefunden, weil es mir aber an uns so fest gefallen hat. Am Valentinstag bin ich dann mit dem Can zusammen für ein paar Tage auf Paris. Ja, so richtig klischeehaft, aber es war so schön. Ich konnte meine Französisch-Skills auspacken in der Nacht um 12 Uhr, wo auf einmal irgendein Dude mit Unterhose in unserem Airbnb gestanden ist, weil seine Katze bei uns unter das Bett gerannt ist. Wir waren zusammen auf dem Eiffelturm und wir haben ein ultra krasses Restaurant besucht, wo nur die absoluten Promis, wie wir natürlich, hingehen. Kurz darauf sind wir dann mit ein paar anderen Creators auf Adelboden für ein Wochenende Skifahren. Zwar noch für einen Tag, weil es die anderen noch geregnet hat. Dafür sind wir dann bowlen, Wellness und wir haben einen Nachtspaziergang mit Fackeln gemacht. Ich habe jetzt seit bald schon 2 Jahren einen Podcast, der die 9. Pause heisst. Und das Jahr sind wir einfach am Swiss Podcast Award nominiert gewesen, was mich so happy macht, weil mir der Podcast echt mega am Herzen liegt. Seit Idee habe ich mich mit euch mal so ein grosses Stück mehr verbunden. Allgemein habe ich mich das Jahr wegen dem Podcast so viel besser kennengelernt, weil ich mich zwungenermaßen mit meinen Problemen befasst habe und in den Folgen darüber geredet habe. Ja, leider haben wir nicht gewonnen, was ich auch erwartet habe, aber nur schon, dass ich nominiert war, hat mich echt glücklich gemacht. Im April sind wir mit der Klasse auf Berlin und ich hätte echt nicht gedacht, dass die Reise so ein einschneidender Teil von dem Jahr wird sein, weil ich bei dieser Woche mit 3 Girls so nah zusammengeschweißt. Ich habe mich vorher schon mit allen in der Klasse verstanden und ich habe mich immer wohl gefühlt, aber ich bin mit niemandem wirklich close gewesen. Und in Berlin haben wir so viele lustige und tiefe Momente zusammen erlebt und ich bin wirklich so froh, dass sie in diesem Jahr ein Teil von meinem Leben geworden sind. Es ist langsam Frühling geworden und aus irgendeinem Grund habe ich auf einmal nach 23 Jahren Motivation gehabt, zum Anfang zu joggen. Der Can und ich haben das provisorisch irgendein Jogging-Outfit zusammengestellt und haben das noch echt lang durchgezogen. Also naja, wir sind glaube ich insgesamt so 4-mal gegangen, aber hey, das ist für meine Sportverhältnisse echt ein kranker Aufstieg gewesen. Das Jahr hat es zum ersten Mal ein Schweizer Influencer-Format von Schweizer Influencer gegeben, All-In-Games. Das ist quasi wie das Squid Game, was in jeder Folge eine Challenge gibt, die jemand rausgeht. Und ich muss ehrlich sagen, für mich sind die 2-3 Tage echt extrem turbulent gewesen. Ich habe es zum einen extrem schön gefunden, neue Leute kennenzulernen und ein paar auch näher, aber die ganzen Challenges haben sich irgendwie mehr als nur ein Spiel angefühlt. Es war ein Mix aus extrem Adrenalin und Angst gewesen, dann wieder eine kurze Entspannung nach einer Challenge und dann wieder Angst und Adrenalin. Was bei mir noch dazu kam, ist, dass ich eine Nachtzüglerin war. Heisst, ich bin spontan noch eingesprungen, was auch der Grund war, warum ich zum Beispiel nicht wie alle anderen einen Pulli mit ihrem Namen bekommen habe. Was jetzt vielleicht gerade banal klingt, aber irgendwie hat sich das Gefühl durch die ganzen Tage durchgezogen und dementsprechend ist dann ab und zu mal die ein oder andere Träne geflossen. Trotzdem war es eine echt krasse Erfahrung und ich habe es so cool gefunden, dass ich da auch mitmachen konnte. Ich habe seit dem September letztes Jahr das Vollzeitstudium angefangen und ich habe eigentlich schon befürchtet, dass das neben Social Media machen könnte stressig werden. Ich habe zwar gehofft, dass ich beide so ein bisschen vermischen kann, was absolut nicht geklappt hat, bis auf ein Modul und zwar Social Video. Da haben wir die Aufgabe bekommen, um ein Video wie zum Beispiel eine Reportage oder so für Social Media zu machen und ich habe gewusst, dass das meine Möglichkeit ist, mal wieder ein aufwendiges YouTube-Video zu produzieren oder überhaupt mal wieder ein Video. Ich habe ein Selbstexperiment gemacht, wo ich 5 Tage versuche, Italienisch zu lernen und ich wusste ja, dass ich eigentlich immer recht begeistert von Französisch war und darum habe ich mir gedacht, ich probiere es mal mit einer anderen Sprache. Ich war echt mega motiviert, vor allem als ich gesehen habe, wie viel Fortschritt ich nur schon die ersten 2 Tage gemacht habe, doch leider ist das Experiment nicht ganz so verlaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Es war schon ein paar Tage klar, dass es am Lino, meinem Stubenhase, nicht gut geht. Er hat nicht mehr viel gegessen und er hat vor allem auch Probleme mit seiner Verdauung gehabt. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, dass es wieder gut kommt und dass es jetzt einfach gerade eine Phase ist. Es ist aber leider immer schlimmer geworden und gerade während ich im Tessin mit Italienisch lernen war, habe ich eine Sprachmemo von meiner Mama bekommen, dass sich sein Zustand noch mehr verschlimmert hat und ich so schnell wie möglich heimkommen sollte. Es war der 16. Mai, wo wir uns vom Lino verabschieden mussten. Ich habe echt schon so lange nicht mehr so einen Schmerz gespürt. Es war eine Mischung aus Trauer, Wut, aber auch Schuldgefühl. Wäre ich doch nicht ausgezogen, dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbringen können. In diesen ganzen Emotionen bin ich aber immer noch mitten in meinem Selbstexperiment, wo ich einen Kopf fürs Italienisch lernen hätte haben. Nichtsdestotrotz hat das Video einen Tag später, nachdem wir ihn einschläfen lassen, abgegeben. Ich habe meine letzten Kräfte zusammengenommen und durch die ganze Nacht irgendwie das Video zusammengeschnitten. Sag ehrlich, ich bin schon lange nicht mehr so an meine Grenzen gekommen, aber ich habe es irgendwie geschafft. Gerade kurz darauf war mein Geburtstag und ich war alles andere als in 4 Laune. Ich hätte mich am liebsten für die nächsten 2 Wochen in meine Bettdecke verkriechen und den ganzen Schmerz, den ich in dem Moment in mir drin hatte, einfach rauslassen. Und ich hatte gar keine Kraft, um irgendetwas zu planen oder mir jetzt überlegen, wer ich einladen sollte. Wirklich so herzig. Der Can hat mir dann geholfen, eine kleine Party mit meinen Ängsten zu planen. Und ich sage euch ehrlich, das ist, glaube ich, mit Abstand der schönste Geburtstag, den ich jemals hatte. Es hat so gut getan, all die Menschen, die ich am meisten gerne habe, nach einem Abend um mich herum zu haben und für einen Moment alles vergessen. Ich war echt richtig happy an diesem Abend. Gerade 2 Tage später ist der Can für 10 Tage mit ein paar Kollegen von Barcelona nach Berlin ohne Geld gereist, während er mein Praktikum angefangen hat. Ich war zwar am Anfang so nervös, aber es hat mir echt mega gefallen. Vor allem habe ich es lustig gefunden, dass ich die Aufgabe bekommen habe, ein Influencer-Päckchen vom oberen Frauenfeld zu gestalten und quasi mal hinter die Kulissen schauen und sehen, wie aufwendig das eigentlich ist. Und wenn es nur für einen Monat war, sind mir die Leute in der Agentur mega ans Herz gewachsen. Trotzdem bin ich aber nachher ganz froh, als ich dann endlich Sommerferien hatte.
Ich muss sagen, der Sommer war richtig geil. Vor allem aber auch, weil das Jahr die EM stattgefunden hat. Eigentlich bin ich nie so mega in den Fußball gewesen, aber gerade dieses Jahr hat es mich irgendwie ultra gepackt. Wir sind fast jeden Abend als Public Viewing. Mein halber Content ist nur noch aus Fußball bestanden und wir haben uns sogar ein Tops-Heftchen gekauft. Das absolute Highlight war aber, als Can und ich den Viertelfinalmatch von England-Schweiz in Düsseldorf schauen. Der ganze Marsch davor, das familiäre Gefühl und die fröhliche Stimmung war für mich so krass beeindruckend. Auch wenn wir es leider nicht weitergeschafft haben. Auch sonst habe ich diesen Sommer richtig genossen. Ich war an verschiedenen Festivals, wie das Frauenfeld, das Zürich Open Air, das Open Air Gampel, das Street Parade und das Heitere Festival. Auch wenn ich dort nur für einen Tag gegangen bin, habe ich das, glaube ich, am meisten gefallen, weil dort der Gims auftreten ist und das ist einer meiner absoluten Lieblings-French-Artists. Zudem bin ich ein paar Mal in die Ferien gegangen, zuerst mit meiner Family auf Korfu, dann mit 2 Kolleginnen vom Gimmi auf Zakynthos und in der letzten Ferienwoche hat mich der Can mit Ferien in Sizilien überrascht. Ich habe zwar gewusst, dass es ins Warme wird gehen, aber der Ort hat er mir erst am Flughafen gesagt. Wir haben vor allem ein krankes Airbnb gehabt und ich bin das erste Mal im Ausland Auto gefahren. Ich habe während der Ferien vor allem auch probiert, alle Kooperationen umzusetzen, sodass ich während dem Studium dann wenigstens in diesem Punkt nicht so einen Stress wird haben. Eine der krassesten Kooperationen dieses Jahres war mit dem Mobiliar. Ich habe nämlich mit Mobiliar-Mitarbeitern die verschiedensten Gen Z-Experiences gemacht. Wir sind in einem Techno-Club, es hat ein Umstyling gegeben, wir sind zelten am Open Air und einer hat sogar einen Edgar bekommen. Auch habe ich während dieser Ferien eine ultra geile Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich das erste Mal in einem Hörspiel mitspielen vom SRF. Ich hatte zwar hohen Respekt davor, aber ich muss echt sagen, dass es easy Spass gemacht hat. Die Ferien sind fertig und die Schule hat direkt gefühlt mit dem stressigsten Modul angefangen, nämlich das Zürich Filmfestival Modul. Auch wenn ich es eigentlich mega geil finde, dass wir die Möglichkeit hatten, um für sie Content zu machen, ist es echt ultra stressig gewesen. Wir mussten innerhalb von 2 Wochen ein Interview mit Schauspielern organisieren, Requisiten und einen Drehort finden, das alles planen, filmen und dann auch noch schneiden. Ja, nach dem Modul ist die ganze Entspannung und Erholung von der Ferien auf jeden Fall wieder komplett weg gewesen und ab da bin ich eigentlich wieder in den Strudel von Dauerstress mit Schule und Social Media gekommen. Vor allem ist dazu gekommen, dass es im Gashi, meinem anderen Stubenhaus, immer schlechter gegangen ist. Er hat schon seit Geburt an ein Problem, doch es war nie richtig schlimm gewesen, aber die letzten Wochen hat das immer mehr zugenommen. Das ganze Thema hat mich mental wieder so ins Loch gezogen, einfach weil ich Angst hatte, dass es wieder gleich kommt wie vor ein paar Monaten. Meine Mama hat echt so fest gekämpft um ihn und hat ihm 6-mal täglich die Augen ausgespült und sich um ihn gekümmert. Das grösste Problem war eigentlich, dass man nicht gewusst hat, was die Ursache ist. Doch mit dem MRI und einer darauffolgenden OP, was echt nicht billig war, geht es ihm zum Glück besser denn je. Im November habe ich eine meiner krassesten Erfahrungen gemacht. Und zwar habe ich in einem Werbespot von Adidas und Women's Order 2024 mitmachen. Wir haben 2 Tage im Wallis gefilmt, das war arschkalt, aber ich konnte das erste Mal in der Kulisse schauen und sehen, wie fucking aufwendig so ein Werbespot drehen ist. Es hat auch ein Event gegeben, wo der Werbespot released wurde und dort haben wir einfach gratis Tooth Jams machen. Weil ich das schon lange wollte, habe ich jetzt einfach Tooth Jams. Es hat sich angefühlt, als ob die Schule immer mehr angezogen hat. Mein Tag hat so ausgesehen, dass ich bis um 5 Uhr Schule hatte und die dann meinen Content für Social Media gemacht habe, was teilweise bis in die Nacht gegangen ist. Ich hatte selten mal einfach Zeit für mich, meine Energie war immer weniger da. Zudem hatte ich immer den Anspruch an mich selber, dass ich immer die Beste muss sein, die kranksten Projekte machen muss und wenn das mal nicht so war, dann hat es irgendwie mein Selbstbewusstsein getroffen. Der Tiefpunkt war aber dann Anfang Dezember, als ich von der Schule in Genf eine Absage bekommen habe. Ich hatte schon seit 2 Jahren den Wunsch, für ein Semester in Genf zu studieren. Ich habe schon eine Zusage von meiner Schule bekommen, die Kooperation und Drehs extra verschoben und ich hätte sogar eine Wohnung gefunden. Ja, mit einem Mail hat sich meine ganze Vorfreude, mein Traum, einfach in Luft aufgelöst und es hat sich angefühlt wie ein Schlag in die Fresse. Für mich war es vor allem auch schlimm, weil Nina, meine Studentenkollegin, in der gleichen Zeit auf Hongkong geht. Gerade in den letzten Wochen haben wir uns so angenähert. Wir haben zusammen ein Animationsvideo machen und obwohl wir beide Animieren hassen, war es so eine geile Zusammenarbeit und das Video war nachher echt nicht schlecht gewesen. Vor allem haben wir den Sport für uns gefunden. Ich wüsste, dass ich eigentlich jedes Jahr vorgenommen habe zum Sport machen. Das hat noch nie geklappt, aber ich kann stolz erzählen, dass ich seit dem Sommer regelmäßig Sport mache, Leute. Wir haben die Möglichkeit vom Studium verschiedene Sportarten wie Pilates, Lucky Punch, Muscle Pump, TRX Training und Bodyforming ausprobiert und wir sind immer noch durchziehen. Beziehungsweise bis jetzt, weil ich knapp 1 Woche ist sie einfach weg. Leute, irgendwie macht mir das so sad, auch wenn ich weiss, dass es nur 5 Monate werden sein. All diese Sachen haben die letzten Wochen dafür gesorgt, dass ich wieder echt nach meinen Grenzen war. Gerade durch den ganzen Stress hatte ich wirklich keine Energie mehr gehabt. So wenig, dass ich mich teilweise selber nicht mehr erkannt habe. Ich war so auf gereizt oder habe den Can und mein Umfeld als Blitzableiter gebraucht. Es war der letzte Schultag, der letzte Vortrag in diesem Jahr und ich hatte endlich Weihnachtsferien. Ich habe die Zeit mit meiner Family so fest genossen und es hat mir so gut getan. Ich habe das Jahr auf jeden Fall gelernt, dass ich für das nächste Jahr meine Work-Life-Balance ein bisschen besser in den Griff bekomme. Es ist eigentlich so ein wichtiges Thema, das so viel von außen betrifft und doch machen wir lieber wie gewohnt weiter, als dass wir versuchen, etwas zu ändern und eine Lösung zu finden. Auch habe ich gelernt, mit Niederschlägen umzugehen. Es läuft nicht immer so, wie man es plant und man wird mit Herausforderungen konfrontiert. Gerade diese Erfahrung haben mir gezeigt, dass es okay ist, traurig zu sein, aber dass es auch nicht das Ende bedeutet, sondern dass es vielleicht einfach Schicksal ist. Für mich war es auf jeden Fall ein Jahr mit emotionalen, aber auch schönen Momenten gewesen, mit Höhen und Tiefen und ich bin trotzdem so dankbar für all das, was ich erleben durfte. Für all die neuen Freundschaften, die ich gewonnen habe, für all die Erfahrungen, die mich weitergebracht haben und vor allem für jeden einzelnen von euch da draussen, der mich das Jahr begleitet und supportet hat. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr, einen guten Start und ganz viel Liebe.